Auf seinem Weg in den Süden streift der Flusslauf der Naab wie auf einer Perlenkette die wichtigen Städte der Oberpfalz. Neustadt an der Waldnaab. Hier haben die Gloserer früher Bleikristall für den Weltmarkt produziert. Und die Naab darf, anders als andere Flüsse in Bayern, hier noch fast ungehindert meandern in ihrem natürlichen Lauf. Bis hinunter nach Weiden, dem industriellen und kulturellen Zentrum der nördlichen Oberpfalz. Weiden ist aber auch die Stadt der Wallerfischer. Den habe ich letztes Jahr gefangen und vorletztes Jahr. Boah. Der war 1,80 Meter. Das ist schlecht, ey. Schau dir mal den Zeigoschen an, das ist ja Wahnsinn. Ja. Dass da alles reinpasst. Das war 1,80. Nicht schlecht. Christoph Schröder und Christoph Gollwitzer vom Fischereiverein Weiden gehen heute auf Waller und Karpfenfang. Die beiden größten Fische in der Naab. Bevor es ans Wasser geht, müssen die beiden die sogenannten Montagen binden. An denen hängen dann Haken und Köder. Und die sind für jeden Fisch anders. Das ist jetzt hier der Klassiker. Auf Waller. Ja, Hecht, Waller, das sind so die Fischerl, die nachts in der Naab eben unterwegs sind. Ne? So was verwende ich halt gerne, wenn ich in der Steinpackung fische am Ufer oder so. Da hat sich das schon oft einmal bewährt auch. Und ja, einfache Sache und funktioniert, ist fängig. Die Karpfenangler sind ein bisschen anders noch unterwegs. Ja. Es ernährt sich pflanzlich, aber auch tierisch. Also der frisst auch Kleintiere, Krebse und solche Sachen. Da bauen auch die Köder, die wir verwenden, drauf auf. Also das sind dann solche auf Fischmehlbasis, also proteinreich. Und der Karpfen nimmt halt diese Aminosäuren, das Aminosäurenprofil unter Wasser einfach wahr und kann dann halt entscheiden, ob das für ihn schmackhaft ist oder halt eben nicht. Ja. Der Waller verschmäht das nicht. Wobei der Waller kaum was verschmäht. So, Attacke. Heute ist ein Nachtansitz geplant. Denn nachts ist beste Beißzeit. Gut. So. Na, der Angel? Ja, die hole ich dann gleich. Ich will noch mal Sonderbrunnen holen und zeig. Aber es weder taugt. Wer große Fische fangen will, der braucht viel Ausrüstung. Und die muss erst einmal zum Naabufer geschleppt werden. Schließlich wollen auch Wallerangler nicht auf einen gewissen Komfort verzichten. Dann stell ich meine roten da her. Ja. Du stellst der Waller stecken da rein. Ich spann da eine runter und eine darüber. Perfekt. Und Sie haben mal, ein Flussfisch ist ja im Allgemeinen ein bisschen mehr kämpferisch. Die haben eine ganz andere, also nicht komplett anders, aber schon ein bisschen eine massivere Statur auch. Ein ganz anderer Muskelaufbau. Und da ist auch so ein Karpferl ein Riesenspaß, wenn man den dran hat. Ne? Oder ein Hechtel oder was, da sind ja, gute Kämpfer unterwegs. Das Anfüttern soll die Fische an den Platz locken. Beim Karpfenangeln sind wir mittlerweile trotzdem im 21. Jahrhundert angekommen. Gibt es halt so Bissanzeiger, da ist dann auch eine Funkbox, die dann später, wenn ich im Zelt liege, neben meinem Zelt hat, neben meinem Bett liegt quasi. Und dann kriegt man das auch mit. Du wachst dann auch auf? Auf jeden Fall, Ja. das hat man drin, da ist man gleich drauf, das kriegt man schon mit. Ja. Okay. Dann, nach einer Stunde, der erste Biss. Ein Hecht. Aber eigentlich soll es heute ja um ganz andere Kaliber gehen. Ich weiß nicht, wie der Jäger denkt, aber zumindest ist Wallerfischen, das ist halt wie auf die Jagd gehen. Da kann was Kapitals beißen und es macht halt richtig Spaß. Ne?
Feuerl machen mit Feuerstein und Kienspan. Mit dem Feuerzeug kann es schließlich ja jeder. Schön. Feuerzeug war auch gegangen. Das macht aber natürlich so auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Also das ist auch so ein bisschen das, was man miteinander kombinieren kann, das Outdoor-Sachen und halt das Fischen dann miteinander zusammen. Ja. Sinnierend. Sinnierend. Prost. Prost. Und das Fischen an sich tritt fast ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt heißt es warten. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Ja, jetzt wird es entspannt. Unterm Strich, wenn dann sagen wir mal, die Routen liegen und alles ist gemacht, dann genießt man einfach das Miteinander zusammensitzen. Dann trinkt man mal eins, grillt sich vielleicht was, isst was miteinander. Also das gehört ja auch mit dazu irgendwo. Also das, Ein bisschen fachsimpeln, ein bisschen genau. ja, über die ganze Angelei. Da geht es dann um alles um nichts manchmal. Dann plötzlich der ersehnte Wallerbiss. Vielleicht. Schaut, geht doch nicht. Das wird vielleicht ein kleiner Anfasser. Nix gewiss weiß man nicht. Aber das gehört zum Angeln. Ins Wasser reinschauen kann schließlich keiner. Das war nix. Kann alles gewesen sein. Irgendein Hecht, der mal hingeschnabbelt hat. Kleiner Zander oder so. Ja, ein kleiner Zander. Oder auch vielleicht ein Waller. Vielleicht auch ein Waller. Das sieht man hinterher, wenn man die Montagen rauszieht. Ist er abgeschuppt oder nicht. Wenn er abgeschuppt ist, also so breitflächig, dann kann es schon ein Waller gewesen sein. Aber das war jetzt Für den eher geringer Anfasser. ja, also, das war das war eher so kurz mal. eher nichts. Und wenn, was Kleines. Um kurz nach 4 in der Früh wird's den beiden Christophs dann doch zu lang. Einer bleibt im Zelt, der andere geht heim. Guten Morgen, Christoph. Hey, servus. War der? Ich bin gestern nur draußen geblieben, doch. Ja. Und heute in der Früh hat's geklingelt, Alter. Ja, sind Ja. wir her? Da, schau her. Hab ich nur einen gefangen. Gefangen heute früh. So, schau her. Sauber, Schön, gell? schöner Fisch. Schön. Hat doch funktioniert. Im Osten von Weiden schlängelt sich die Waldnaab wie ein Urwaldfluss durch die Landschaft. Hier hat der Fischereiverein ein Stück gepachtet. Heute steht Elektrofischen auf dem Plan. Das Wasser wird mit 250 Volt Spannung unter Strom gesetzt. Die betäubten Fische lassen sich so einfach keschern und zählen. So kann der Verein abschätzen, wie viel jährlich nachbesetzt werden muss.